Native è un rapper da Berna. Ci siamo qua per noi in lounge di intervista da RTR Native. Willkommen beim FNÜ al Open Air Lumezia 2023. Danke, vielmals. Dein erstes Mal, oder? Das ist mein erstes Mal hier, ja. Es ist wunderschön. Kannst du ein bisschen Romanisch? Leider nicht. Wirklich, leider also ich hätte so einen Satz, den du auf der Bühne brauchen könntest. Da hättest du sicher ein paar Sympathiepunkte. Und zwar könntest du sagen, hey, also du spielst ja am 4 Uhr. Du kannst irgendwie sagen, guten Abend, wie geht's? Und das wäre Buonasera, Covaia. Buonasera, Covaia. Ja. Und dann einfach Lumnezia, Buonasera, Covaia. Okay. Kannst du mir das dann nochmal... Ja, ich kann das noch aufschreiben. Buonasera, Covaia. Ja. Nein, Buonasera, Lumnezia, Covaia. Perfekt. Perfekt. Also kommen wir zu deiner Musik. Du bist sehr politisch, du rappst sozialkritisch. Ist das bei dir schon seit jungen Jahren so? Also, so wie ich es wahrgenommen habe, machst du das schon lange? Ich glaube es schon. Es hat sicher ein bisschen damit zu tun, also wie ich bin aufgewachsen bin. Meine Mutter ist ein sehr politischer Mensch, sage ich mal. Und sicher auch durch meinen Background oder mein Vater, seine erlebten Sachen etc. hat mich etwas immer wieder beschäftigt, und zwar Gerechtigkeit. Und ich glaube, das ist so der Zugangspunkt, den ich schon relativ früh so entwickelt habe, wo ich gefunden habe, es gibt Sachen, wo ich finde, stimmen so nicht. Es gibt Sachen, die ich finde, sind verletzend für die einen und bereichern die anderen. Und das hat mich irgendwie nicht kalt gelassen. Und so ja, hat sich das irgendwie über die Jahre entwickelt. Ja. Wenn wir gerade bei deiner Musik noch sind, das erste Mal, als ich dich wahrgenommen habe, weiss ich noch, ist beim Track MV6 Funkadelic Remix. Ich habe das Video gesehen auf YouTube und den Tune gehört und dachte, fuck, das klingt wie aus den States, einfach auf Schweizerdeutsch. Ja. Ich habe das so krass gefunden und ich finde, du hast etwas, was sehr Rap-authentisch ist, vor allem im Vergleich mit vielen Mundart-Rappern in der Schweiz. Bist du das einfach so, oder ist das auch musikmäßig, dass du schon so sozialisiert worden bist, dass das so ein bisschen so tönt? Ich würde mich vielleicht anschauen wie ein Schwamm. Ich glaube, wenn mich etwas flasht, also ja, auch sehr viele Vorbilder im Rap, und ich glaube, wenn mich etwas flasht, dann tue ich mich halt mit dem auseinandersetzen und irgendwie tue ich mich auch ein bisschen an dem orientieren. So. Also man hört, glaube ich, sehr viele verschiedene Einflüsse in meiner Musik, aber man hört auch die Einflüsse. So. Also so, und wenn, wie soll ich sagen, wenn ich würde nicht sehen, warum ich nicht so tönen, wenn es ja möglich ist. Yeah. Also, und wenn es das ist, was mich flasht. So, ja. In den Worten von Jimma bist du der einzige relevante Mundart-Rapper, den man auch wirklich beruflich als Rapper bezeichnet kann. Wow. Um nicht zu sagen, er ist der beste Rapper momentan. Wow. Also, würdest du das unterschreiben? Oder? Ich würde es nicht unterschreiben, weil ich finde, wie jeder und jede Rapperin sie in ihrer Form herausragen und haben ihre Qualitäten. So. Ich mich auch lustigerweise ist das oft etwas, was ihm gestellt wird, so, und man wird so ein bisschen reingedrückt, dass man sich irgendwie vergleichen muss. Aber ich finde irgendwie, es gibt niemand wie ich, es gibt aber genau so niemand wie ein Jimma oder wie alle anderen in dieser Musikindustrie. Aber ich nehme es natürlich, also es ist natürlich schön zu hören, so auf jeden Fall. Ja. Du hast vorhin gesagt, es wird oft verglichen und das sollte man eigentlich nicht. Und es ist ja spannend, im Rap wird dafür auch recht viel zusammengeschafft. Es gibt viele Collabs. Du hast auch, finde ich, ein Gespür für spannende Collabs, neuerdings zum Beispiel mit dem Pablo Nouvelle. Wie pickst du dir die Leute aus, die das Gefühl hast, hey, mit denen willst du arbeiten? Ich picke im Fall einfach nichts aus. Es ist das Leben, das pickt. So. Eben so als Beispiel Pablo Nouvelle. So im ersten Moment ist das eine Kombination, wo man vielleicht nicht drauf kommt, aber wir sind nebst der Musik, also sicher ist der Musik der Zugangspunkt, warum wir uns haben kennengelernt haben. Aber sehr oft, oder ich sage 99% ist einfach auch das Menschliche und so ist es wie irgendwann, wenn man sich gut versteht und Musik macht, eigentlich nur eine Frage von Zeit, bis man vielleicht auch mal irgendwie zusammen einen Song machen will. Aber ja. Was ist für dich nachher der Plan, heute noch ein bisschen da bleiben und hören? Eigentlich schon, aber wir haben halt noch sehr, sehr weiten Weg und darum werden wir dann auch bei Zeiten wieder zurückgehen müssen. Aber da das mein erstes Mal hier ist und ich wirklich finde, es ist auch einer der schönsten Kantone, Graubünden in der Schweiz. Und auch jetzt, wenn man hier so her schaut, das ist hure schön. Wird sicher nicht das letzte Mal sein, wo ich hier werde
herkommen. Vielleicht das nächste Mal als Zuschauer, wer weiß. Wir hätten auf jeden Fall Freude. Wir freuen uns auf den Gig. Danke vielmals, Native, Merci, für ja. deine Zeit. Danke. Questa estate con Native c'è Dodin la squatter nel concerto all'Open Air Lumezia 2023.